herzliche Merci Madame Delagnol für den Rapport, den sie gemacht hat. Es leidet nicht nur hier, weil sie sich immens viel mehr gehen, das gut zu erklären. Aber trotzdem muss ich aber zugeben, dass ich das Gesetz heute nicht verstehe. Und ich erkläre nicht, wir werden es nicht verstehen. Das ist sich gedurcht für eine efficace Maßnahme zu sehen gegen den internationalen Terrorismus. Soweit an der Reihe. Und dafür unterstützt er auch das Gesetz. Und ich erkläre nicht, was man unterstützen, als aber einen Teil und nicht dafür stimmen. Das wird mit dem zu developieren. Ja, das ist gut noch. Den das am Europäischen Parlament, als das Heimo ganz lang leihe blieben, und das ist deblockiert gegen nur den Attentater von Paris. Das ist etwas Echtes, was das muss als Politiker interpellieren. Für was geht das Gesetz, wird so zentral und wichtig ist für die Sicherheit von den Leuten echt zu garantieren, echt deblockiert, nachdem es zu so einem tragischen Incident kommt. Ich meine, die Verantwortung von Politikern am Voraus zu denken, ein Gefahr am Voraus zu erkennen und dann das zu machen, was nötig ist. Hier ist es ähnlich in dem Sinn, dass der Parquet General und viele andere auch so, wir sollen auch andere Operateur Ökonomik und nicht nur Fluggesellschaften an das Gesetz mit abziehen, notamment l'Agence de Voyage, weil den Terrorist oder den einen schweren kriminellen Akt will machen, ja nicht immer mit dem Flieger reist. Der kann ja auch andere Moyen de Transport benutzen. Ich meine, das ist eine echt justifiierte Observation, auf Platz Etüden zu machen, auf Platz auch im attentistisch zu sehen, mit einem Risiko, den dann auf sich hält, die sollen direkt auch andere mit abziehen. Eine zweite Bemerkung ist, das geht auf den Fonds, dass das Gesetz sich destiniert, so steht es am Rapport, Finalität von diesem Gesetz wäre, wieder zu erkennen, eine Radikalisation violent an Aktivitäten, die fundamental Interessen von den Memberstaaten oder von der Europäischen Union können menacieren. Es geht also um sich darum, Personen zu identifizieren, die so eine radikale Auffassung haben und eine Maß, dass sie können zu einer Gefahr sind. Wir leben ja nicht, oder wir sind ja nicht weltfrei, wir leben nicht auf einem anderen Planet, aber wir wissen, wo die Gefahren hier kommen. Das sind die Attentate in den letzten Jahren, als das schon gewesen, normalerweise ganz radikal politisch Aussichten oder ganz radikal religiös Aussichten oder die zwei. Das ist das, was normalerweise zu einer Radikalisation violent feiert und zu Attentaten feiert. An diesem Gesetz aber gibt es eine Akrobatie, wo politischer Korrektheit gemacht. Das, was es ging erlauben, eine Radikalisation wirklich zu identifizieren, darf nicht erfasst gehen. Am Gesetz steht es, d'Opinion politique, Religion, Conviction philosophique, was ja aber Sammelbegriffe sind, wo auch die Radikalphänomene drinnen fallen, darf man nicht erfasst gehen. Sollten sie aber mattgedeelt gehen, dann müssen sie zerstört gehen und dürfen nicht benutzt gehen. Das heißt, auch von der Staat, die UIP als Sicherheitsinstanzen gingen, zu Kenntnis kriegen von einer eventueller Gefahr und dürften sie mal nicht benutzen, dann das ist absurd und das auch mit der Sicherheit von unseren Ländern, von unseren Leuten gespielt. Dann ist es doch komisch, dass die Analyse aufgrund von den Donnerungen, die der UIP zugestaltet gehen, der Police-Unität, die soll die Donnerungen dann analysieren, die hier zugestaltet wird, dass die Analyse muss machen für eine Landung. Weil die Idee ist, Servicekompetenz sollen das gucken, für zu prävenieren, dass die Personen, die in der Wese kennt, ja impliziert sind an einer Infraktion Terrorist oder in Form grave de Kriminalität. Und dafür soll die Evaluation gemacht werden, so steht im Artikel 10, avant leur arrivée au territoire. Das heißt, die Analyse ist gemacht, das heißt, etwas erkannt, was ein Gefahr ist. Und aber steht dann am selben Gesetz, das möchte aber nicht, auch die als Gefahrenquelle identifiziert sind, dürfen aber ran. Weil in Artikel 10 steht, Konsequenzen von der Evaluation ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit de l'Union européenne à la libre circulation. Das ist ein Gesetz, das einerseits die Operateuren nicht alle mit abzieht, schon das liegt mäßig schwer. Was zweitens die Identifizierungsmaßnahmen von einer Gefahr, Kriterien, wofür man ausschließt, an zu einer Strafstelle zu benutzen. Und drittens, keine Konsequenzen und sich immédiatement vorgesagt,
wann een als Gefoch identifiziert ass op engem Fluch Richtung Lützeburg oder an einer Land an Äwer stellt dat seg Bewegungsfreiheit net a froh op schonnen an dem Verdacht kann stoen eng terroristisch oder kriminell do ze mechen, dat ass an neusinn Ä mat der Sicherheit vun der Leiit gespielt an dofir enthalle mir als bei diesem Gesetz.